Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pendler Club, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Mein Name ist Jill Reale und heute spreche ich zusammen mit meinem Kollegen Marc Blasius. Hallo. Und Melanie Ptock. Hallo. Aus der Wirtschaft über ein Thema, was ganz viele Grenzgänger betrifft. Und zwar geht es um die rückwirkende Besteuerung von Überstunden. Da ist es aktuell so, dass der Bundesfinanzhof in Deutschland Zweifel hat. Es geht darum, dass die nachträgliche Versteuerung von Überstunden eventuell fallen gelassen werden könnte. Und Melanie hat mit einem Anwalt gesprochen, richtig? Ganz genau. Der hat mir das alles ein bisschen erklärt. Okay, dann sprechen wir da heute drüber. Vielleicht ganz am Anfang angefangen. Was ist das überhaupt, die Überstundenbesteuerung? Genau, es geht darum, dass vor 2 Jahren eine Nachricht kam, die viele Grenzgänger verunsichert hat. Und zwar ist es ja eigentlich so, dass Überstunden in Luxemburg steuerfrei sind. Es gibt ja in dem Sinne auch für die Grenzgänger dieses Doppelbesteuerungsabkommen. Und das wurde vor 2 Jahren aktualisiert. Und darin steht jetzt quasi fest, dass Grenzgänger, die in Deutschland wohnen, aber in Luxemburg arbeiten, ihre Überstunden im Wohnsitzland versteuern müssen. Also sobald sie eine Überstunde in Luxemburg geleistet haben, müssen sie die in Deutschland versteuern. Das hat natürlich für super viel Ärger und Verunsicherung gesorgt. Die Reaktionen waren auch super negativ von den ganzen Arbeitgeberkammern tatsächlich. Also die haben auch gesagt, dass was da entschieden wurde oder was da aktualisiert wurde, das ist ein Schlag für die Grenzgänger, weil viele Grenzgänger dann natürlich auch gesagt haben, okay, wenn das so ist und ich meine Überstunden versteuern muss im Wohnsitzland, dann mache ich einfach keine Überstunden mehr. Und das ist natürlich nicht so gut für die ganze Wirtschaft, wenn gewisse Arbeitnehmer keine Überstunden mehr machen, weil sie den finanziellen Nachteil für sich einfach sehen. Und dabei geht es ja nur darum, was aktuell passiert, also mit aktuellen Überstunden. Jetzt ist es ja aber auch so, dass dann damals auch irgendwie Deutschland spitz gekriegt hat, dass man das ja auch rückwirkend besteuern könnte. Genau, das war auch ein Riesenpunkt. Die deutschen Finanzämter haben Briefe rausgeschickt, dass sie Überstunden, dass Arbeitnehmer Überstunden rückwirkend versteuern müssen. Das gilt dann für 4, 5, 6, 7 Jahre. Das war natürlich dann ein Schock, weil da schon ordentlich oder hohe Beträge zusammenkommen. Und das ist aber tatsächlich aktuell ein Punkt, der diskutiert wird beim Bundesfinanzhof, weil das so eigentlich nicht unbedingt zulässig ist. Und der Bundesfinanzhof hat da so seine Zweifel, dass dass die deutschen Finanzämter das rückwirkend besteuern dürfen. Jetzt nochmal vielleicht ein bisschen zur Definition. Ab wann sagt man denn, dass das eine Überstunde? Wirklich ab der ersten Minute oder? Genau, theoretisch die erste Minute, die du zu viel arbeitest, die über deine reguläre Arbeitszeit, die im Arbeitsvertrag festgelegt ist, hinausgeht, das zählt schon als Überstunde. Mhm. Und zu versteuern wäre dann auch ab Minute 1 oder gibt es da ein Toleranzfenster, das jetzt irgendwie sagt, dass man irgendwie sagt, okay, also bis zu 3 Überstunden in der Woche zum Beispiel sind tolerierbar? Ich schätze mal, das ist ein bisschen abhängig vom Arbeitgeber, je nachdem, wo man halt arbeitet. Theoretisch müsste es aber so sein, dass jede geleistete Überstunde schon zu versteuern ist. Aber es gibt bestimmt den einen oder anderen Arbeitgeber, der da vielleicht ein Auge zudrückt. Wie hat denn damals die Regierung darauf reagiert, also die luxemburgische Regierung? Ja, man muss halt dazu sagen, dass die luxemburgische Regierung das zugelassen hat, dass die deutschen Finanzämter die Überstunden versteuern dürfen von den Grenzgängern, die in Luxemburg arbeiten. Die haben dem zugestimmt per Konsultationsvereinbarung, haben aber dann natürlich schnell gemerkt, dass das für Unmut sorgt, für Ärger sorgt. Und der luxemburgische Finanzminister Gilles Roth hat dann auch relativ schnell reagiert und hat ein paar Monate später einen Steuerkredit vorgestellt. Genau, in welchem Bereich spielt sich das dann ab? Das gilt für 700 Euro. Das ist festgelegt auf jährlich maximal 700 Euro im Jahr. Okay, das heißt, bis dahin ist man dann sicher, dass man dann darauf keine Steuern extra zahlen muss. Genau. Sobald man das übersteigt, also 701 Euro wäre dann. Ja, das wäre schon zu viel. Mhm. Das war auch damals, als er den Steuerkredit vorgestellt hat, war das einerseits natürlich super, dass sie ein bisschen reagiert haben darauf, dass sie gesagt haben, okay, wir kommen den Grenzgängern in der Hinsicht entgegen. Aber es gab natürlich auch Stimmen, die sagen, dass es nicht ausreichend ist, weil es gibt genügend Branchen, in denen Mitarbeiter Überstunden machen, die weit über diese 700 Euro im Jahr hinausgehen. Beispiel im Krankenhaus, Krankenschwestern oder Krankenpfleger, die machen ja
also die machen ja super viele Überstunden. Da geht das super schnell über diese 700 € hinaus. Und genau, die Gewerkschaften haben dann nämlich gesagt, dass es eigentlich nur jeder dritte Grenzgänger ist, der durch diesen Steuerkredit entlastet wird. Also er kommt an, aber halt wirklich nur in einem geringen Maß. Aber der Steuerkredit ist ja eigentlich nur so als Kompensation zu sehen. Das heißt, wenn man eine Überstunde gemacht hat in Luxemburg, dann muss man die trotzdem in Deutschland angeben und versteuern und bekommt dann aber im Gegenzug dann eben bis zu 700 € Gegenwert von der luxemburgischen Steuer wieder zurück. Genau, man muss sie auf jeden Fall, wie du richtig sagst, sofort angeben in der Steuererklärung. Jede geleistete Überstunde muss man angeben und dann ist das also eine Kompensation, richtig. Was hat sich denn jetzt beim Bundesfinanzhof geändert, dass Sie wieder darüber reden? Der Hintergrund von dem Ganzen ist ein Fall von einem Grenzgänger, der Brief vom Finanzamt bekommen hat, dass er seine Überstunden rückwirkend versteuern muss. Bei ihm ging es, glaube ich, um die Jahre 2021 und 2022. Der ist dann damit zu einem Anwalt gegangen und der hat im Saarland, weil das war ein saarländisches Finanzamt, hat dort ein Eilverfahren eingereicht. Das war dann so ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung, dass der Grenzgänger quasi Einspruch dagegen einlegt, dass er diese Überstunden nicht versteuern will oder wird. Dieses Eilverfahren wurde erstmal abgelehnt. Dagegen haben der Anwalt und sein Mandant wiederum nochmal geklagt und haben Beschwerde dagegen eingelegt beim Bundesfinanzhof. Und das war wiederum erfolgreich. Und das Ergebnis dessen war jetzt erstmal, dass dieser Grenzgänger, der zur Nachzahlung aufgefordert wurde, seine Steuerschuld mal nicht bezahlen muss, dieses Mal. Und der Anwalt hat mir gesagt, dass in dieser Entscheidung vom Bundesfinanzhof schon ein bisschen was rauszulesen war, dass sie da nicht so glücklich damit sind, wie Deutschland da vorgeht mit dieser rückwirkenden Besteuerung, weil der Bundesfinanzhof hat in seiner Entscheidung gesagt, dass es ernsthaft Zweifel gibt, ob der in Luxemburg steuerfreie Anteil von diesen Überstunden in Deutschland wirklich zu versteuern ist und das versteuert werden darf. Und es ist halt auch noch nicht geklärt, ob das als Teile von Einkünften zählt, wenn man eine Überstunde leistet. Weil so wurde das ja irgendwie definiert, dass Teile von Einkünften zu versteuern sind, aber es wurde halt nie festgelegt, okay, zählen Überstunden wirklich da rein, in diese Teile von Einkünften. Das ist so ein komischer Term. Das bedeutet aber auch für den Mandanten, also er muss das vorerst nicht bezahlen. Das heißt, es ist jetzt quasi so eingefroren und man wartet jetzt auf das Urteil des Bundesfinanzhofs und je nachdem, wie der dann entscheidet, muss er es dann quasi trotzdem bezahlen oder auch nicht. Genau, also man rechnet mit einer Entscheidung in dem Fall bis zum Sommer diesen Jahres. Und der Anwalt hat gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Bundesfinanzhof seine Meinung nicht mehr ändert, weil wenn der Bundesfinanzhof jetzt schon mal gesagt hat, dass es zweifelhaft ist, ob es versteuert werden darf, dann wird er diese Meinung nicht mehr ändern. Sehr wahrscheinlich. Wenn angenommen die Entscheidung doch geändert wird und der Grenzgänger seine Überstunden doch rückwirkend versteuern muss, dann kommen da tatsächlich auch noch Zinsen drauf und das könnte dann natürlich noch teurer werden. Oder das wird dann natürlich noch teurer. Genau, aber wie gesagt, bis zum Sommer soll dann eine Entscheidung fallen und dann wird das sehr wahrscheinlich zugunsten des Grenzgängers entschieden und das wird dann auch quasi als Präzedenzfall genommen sozusagen, dass kein Grenzgänger die Überstunden rückwirkend versteuern muss. Du hast es nochmal betont, rückwirkend. Wie ist es mit Überstunden, die jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr auch gemacht werden? Genau, das ist ganz wichtig, weil, wie ich vorhin ja schon erklärt habe, dass diese Konsultationsvereinbarung oder dieses Doppelbesteuerungsabkommen wurde ja vor 2 Jahren aktualisiert. Das heißt, seit 2024 gilt, dass man Überstunden versteuern muss. Daran wird sich auch jetzt erstmal nichts ändern. Also das ist nicht Teil dieser Debatte, in diesen Verfahren geht es nur um die Jahre vor 2024. Also die Überstunden, die 2021, 2022 oder 2023 geleistet wurden oder sogar noch ein paar Jahre vorher, die sind jetzt Teil von diesem Sachverhalt. Aber wenn Überstunden im letzten Jahr geleistet wurden, sind die schon zu versteuern. Lässt sich das denn dann auch als Präzedenzfall sehen? Weil je nachdem, wie der Bundesfinanzhof argumentiert,
ist die Frage, ob sich das dann auch noch auf die Jahre 24, 25 und jetzt auch 26 und so weiter übertragen lässt. Und kommt dann dieses Doppelbesteuerungsabkommen noch mal ins Wanken und wird es dann noch mal überarbeitet, oder? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist im Moment, wird das so nicht diskutiert. Es geht halt wirklich nur um die Jahre vor 2024 und was danach quasi passiert ist oder was danach an Überstunden geleistet wurde, wird jetzt erstmal ein bisschen außen vor gelassen. Also wie sieht es dann jetzt aus, wenn man jetzt einen Brief vom Finanzamt bekommt und die sagen, dass man nachzahlen muss? Wenn ein Grenzgänger jetzt einen Brief bekommt, in dem steht, dass er rückwirkend seine Überstunden versteuern muss, dann sollte man den Brief, auch wenn man diese Folge jetzt gehört hat, nicht einfach ignorieren. Das ist der falsche Ansatz, weil dann kommt es zur Vollstreckung. Also der richtige Weg wäre in dem Fall, dass man Einspruch einlegt, wie der Mandant den wir vorhin beschrieben haben, und einen Antrag stellt auf Aussetzung der Vollziehung. Und dabei soll man auch auf diese Beschlüsse verweisen. Und das kann man auch selbst machen, also dafür muss man dann nicht zum Anwalt gehen und dann noch ein Schreiben vom Anwalt anhängen, sondern man kann dann selbst einfach da kurz einen Brief hinschreiben und sagen, hier, so und so sieht's aus, wir warten jetzt erstmal ab, was da passiert. Genau, das ist beides möglich. Also man kann das über einen Anwalt machen, da hat man, sage ich mal, weniger Arbeit, dann macht die Arbeit ja der Anwalt für einen, aber man kann das natürlich auch selbst machen. Da muss man halt wirklich auf diese Beschlüsse verweisen und sagen, ich lege Einspruch dagegen ein, ich will meine Überstunden jetzt nicht rückwirkend versteuern. Was passiert denn mit denen, die jetzt vielleicht schon in der Vergangenheit so einen Brief bekommen haben und sich gesagt haben, okay gut, dann beiße ich jetzt in den sauren Apfel und bezahle das? Kriegen die dann, je nachdem wie das Urteil ausfällt, ihr Geld auch wieder zurück? Also abschließend noch einen kleinen Tipp. Ich glaube, jeder Grenzgänger, der sich jetzt angesprochen fühlt, sollte das Ganze auf jeden Fall im Blick behalten. Wir werden natürlich auch weiter darüber berichten, auch wenn diese Entscheidung jetzt im Sommer dann sehr wahrscheinlich veröffentlicht wird. Genau. Also das wird auf jeden Fall nicht so schnell ruhen, das Thema. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall, das ganze Thema weiter zu verfolgen. Und dann im Zweifelsfall auch einfach selbst den eigenen Anwalt kontaktieren, um dann eben weitere rechtliche Schritte zu überlegen, und dann ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr individuell alles wieder. Genau, ja, ein Anwalt ist immer der richtige Ansprechpartner. Natürlich kann man auch die Gewerkschaften kontaktieren, die sind auch in dem Thema super drin, also es gibt da auch viele Gewerkschafter, die sich damit beschäftigen, das ist auch immer eine gute Anlaufstelle und genau. Also ich hoffe wirklich, dass dieser Fall jetzt wie so eine Signalwirkung sein wird, wenn der Bundesfinanzhof sich dann eben zugunsten des Grenzgängers entscheidet. Das könnte ja wirklich weitgreifende Konsequenzen haben, positive Konsequenzen mal für Grenzgänger, weil es ja auch so ist, wie du gesagt hast, gerade die Menschen in der Pflege oder auch auf dem Bau, da rechnen ja auch viele einfach mit den Überstunden, weil sie das wissen, so ist die Branche. Das ist ganz wichtig, ja. Ja, das zieht halt auch die Leute hier nach Luxemburg. Also das ist ganz klar ein Verkaufsargument auf dem Arbeitsmarkt für Luxemburg, dass die Überstunden halt hier steuerfrei sind. Ja, absolut. Also ja, das Ziel ist auf jeden Fall schon mal ein Teilerfolg, würde ich sagen, für die Grenzgänger. Es ist ja auch leider so, dass immer weniger deutsche Grenzgänger nach Luxemburg kommen. Darüber hattet ihr letzte Woche ja auch schon gesprochen. Die Zahl der deutschen Grenzgänger, die wächst ja leider nicht mehr so schnell oder halt einfach auch gar nicht mehr, weil es einfach zu viele Nachteile gibt, auch mit Blick auf Homeoffice und auch die Pendlerei und so weiter. Und wenn dann wirklich noch rückwirkend Überstunden versteuert werden müssen, dann ist das natürlich nochmal ein Punkt, an dem viele Leute sagen, ja nee, das macht gar keinen Sinn mehr, hier nach Luxemburg zu kommen. Ja, das verkompliziert es halt einfach, ne? Genau. Wo man flexibel arbeiten möchte. Und Thema Attraktivität in Luxemburg. Melanie, du hast das Thema Homeoffice auch genannt. Es ist ja auch was immer wieder diskutiert wird. Aktuell heißt, heute ist Freitag, der 24. April. Es gab jetzt eine Diskussion auf EU-Ebene oder es gibt wohl ein internes Papier, das so ein bisschen durchgesickert ist, wo wohl in der EU in Brüssel darüber diskutiert wird, ob man angesichts der aktuellen Krise vielleicht einen Tag verpflichtendes Homeoffice in Europa einführt,
zumindest bei Berufen und bei Berufsgruppen, bei denen das irgendwie möglich ist und zulässig ist. Ja, jetzt sind wir hier in Luxemburg und haben eben diese absolut besondere Situation, dass alle Grenzgänger, die hier im Land arbeiten und das Land irgendwie am Laufen halten, dass wir ja nur 34 Tage im Jahr im Homeoffice arbeiten können. So, wenn wir zurück auf Corona blicken, da wurde dieses damals 19 Tage, das wurde ausgesetzt. Jetzt hat sich Luxemburg auch schon dahingehend positioniert und hat gesagt, nee, also wir werden nichts daran ändern an diesen 34 Tagen und an der Gesetzeslage. Trotzdem deine Einschätzung vielleicht, Melanie, wie siehst du das? Wie sinnvoll wäre das, auch gerade auf EU-Ebene zu regeln, gesetzlich gesehen, aber auch vielleicht wirtschaftlich? Also ich bin der Meinung, dass es schon Sinn machen könnte, wenn man diesen einen Tag Homeoffice in der Woche zur Pflicht oder quasi einführt. Es wäre eine super große Entlastung für Grenzgänger, für den Verkehr und so weiter. Man muss halt natürlich nur schauen, dass es dann wie zu Corona-Zeiten irgendwie halt ausgesetzt werden kann, dass die Grenzgänger dann auf der sicheren Seite sind und nicht irgendwie steuerliche Nachteile haben, wenn sie dann wirklich mehr als 34 Homeoffice-Tage im Jahr machen. Das spielt halt alles mit da rein. Aber ich finde schon, dass es Sinn machen könnte, diesen einen Tag pro Woche einzuführen. Nur, wie du halt sagst, die Regierung spielt da ja nicht wirklich mit. Die halten sich ja da mit Maßnahmen auch noch zurück und wollen da irgendwie nicht wirklich was entscheiden und warten auch erstmal ab. Und solange wird auch wohl da nichts passieren. Jetzt soll ja im Sommer auch die Tripartite kommen, wie Luc Frieden angesprochen hat. Das wäre ja eigentlich ein guter Moment, wenn jetzt im Sommer auch der Bundesfinanzhof in Deutschland da nochmal eine Entscheidung fällt. Das wäre ja dann vielleicht mal ein ganz guter Moment, um dann nochmal an diesem Doppelbesteuerungsabkommen irgendwie zu arbeiten, sich gemeinsam hinzusetzen und da einfach nochmal so gerade diese 2 Punkte nochmal irgendwie zu überarbeiten. Gilles, du hast heute Morgen noch ganz frisch nochmal James Marsh getroffen. Der war ja auch in der letzten Folge hier zu Gast. Und jetzt hast du nochmal ein Interview mit ihm gemacht und hast ihm auch Fragen dazu gestellt. Ja, genau. Ich war zu Gast in Echternach, wo das Büro ist von der OGBL für Grenzgänger. Ich habe ihn ganz konkret gefragt, okay, was seine Meinung oder auch die Meinung der Gewerkschaft ist, ob das eine gute Idee ist mit dem obligatorischen Tag. Da können wir mal kurz reinhören. Also ich denke, es ist auf jeden Fall, was heißt auch obligatorisch. Also wenn Arbeitnehmer das wollen, finde ich das eine sehr gute Idee. Erstens mal entlastet es natürlich die Verkehrssituation für Grenzgänger nach Deutschland, von Deutschland, Luxemburg oder Frankreich. Und es ist natürlich auch umwelttechnischen Aspekten eine sehr gute Idee. Und zur jetzigen Situation natürlich auch mit der Energiekrise auch eine sehr gute Idee, da halt Benzin zu sparen. Damals bei Covid hat es funktioniert, es hat sich auch bewährt. Deswegen sollte man aus der Situation einfach lernen, dass man die Entscheidung entsprechend trifft. Und ich habe auch mit ihm darüber gesprochen, was der OGBL sich von der Politik erwartet in dem Moment. Dass die Politik schnell reagiert. Also ich bin ja für die deutschen Grenzgänger zuständig. Das heißt, einerseits erwarten wir von der deutschen Regierung, dass da was passiert und natürlich auch von der luxemburgischen Regierung, dass da was passiert, dass einfach jetzt schnell gehandelt wird. Wir sind schon seit langer Zeit in dieser Energiekrise drin. Die Preise werden immer teurer. Es belastet die Pendlerinnen und Pendler immens und wir brauchen einfach schnelle Entscheidungen. Ja, und ich finde, das deckt sich ja eigentlich ganz gut mit dem, was du jetzt auch sagst, Melanie. Also ja, Corona-Pandemie, das war eine andere Zeit, ne? Da ging es um Gesundheit, da ging es um das Wohlergehen. Da musste man auch wirklich besonders schnell handeln und ich finde auch rückblickend, okay, da waren manche Sachen auch vielleicht zu vorschnell entschieden, aber man wusste ja wirklich nicht, was abgeht, was passiert, wie gefährlich ist es. Heute ist das ein bisschen eine andere Situation, aber trotzdem und eben auch wenn es nicht für alle Leute passend ist, okay, es pendeln nicht alle so weit, es funktioniert auch nicht für alle Berufe, Homeoffice zu machen, muss man halt nach Lösungen suchen. Was ich aber interessant finde, ist, was James Marsh da angesprochen hat, Thema Schnelligkeit. Das fehlt mir im Moment so grundsätzlich bei der Politik, also nicht nur hier in Luxemburg, auch wenn man so rüber nach Deutschland guckt. Das ist irgendwie, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass alle irgendwie
versuchen, Entscheidungen noch so ein bisschen noch weiter zu schieben und mal gucken, was Trump macht, mal gucken, was im Iran passiert, was mit der Straße von Hormuz passiert. Und vielleicht ist nächste Woche ja wieder alles gut und vielleicht können nächste Woche ja wieder die Schiffe durch und vielleicht kommt es zum Frieden und zum Waffenstillstand oder wie auch immer. Und das ist irgendwie so, man traut sich irgendwie nicht so richtig eine richtige Entscheidung zu treffen, weil man Angst hat, dass man zu vorschnell reagiert. Also in Deutschland gibt es jetzt 17 Cent Senkung der Kraftstoffsteuer. Ja, das hat aber auch, also das soll jetzt, glaube ich, dann ab Mai kommen. Das hat sich ja dann aber auch alles nochmal irgendwie gezogen wie Kaugummi und wer weiß, was jetzt am 1. Mai ist und am Ende wird es dann irgendwie doch nicht kommen oder ausgesetzt oder die Mineralölkonzerne profitieren dann doch davon. Also irgendwie, ja, mir fehlt so ein bisschen, so generell im Moment so ein bisschen der Hammer, der auf den Tisch haut und sagt, okay, nee, wir machen das jetzt und wir packen das jetzt einfach mal an und wir haben jetzt diese Krise und ja, es ist, wie du gesagt hast, ne? Also aus Corona, man hätte viel lernen können, man hätte viele Mechanismen eigentlich in place bringen können, die jetzt sofort greifen, aber jetzt wird halt wieder viel diskutiert und geguckt und gemacht und irgendwie, ja. Ja, aber Punkt Krise, jetzt ganz aktuell, naja, okay, wenn man sich anschaut, die Klimakrise gibt es schon ein bisschen länger und auch das wäre natürlich eine Entlastung für die Umwelt. Ja, absolut. Es gibt nicht so viele E-Autos, auch wenn es bei uns in der Redaktion ein paar Leute gibt, die ein E-Auto fahren, ja, aber das rettet so schnell die Welt nicht. Weil klar, ein Tag Homeoffice auch nicht, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich sehe auch oft Diskussionen auf Facebook, in den sozialen Netzwerken oder in anderen Foren, wo dann so Leute eben auch dann argumentieren, ja, das ist aber ja nicht für alle dann eine Lösung, wo ich verstehe, dass Leute, die eben kein Homeoffice machen können, dann so sagen, ja, toll, und was machen wir? Naja, aber es ist ja trotzdem, also für diese Menschen muss es auch finanziell auf jeden Fall irgendwie eine Entlastung geben, keine Frage. Es gibt ja auch noch so Themen wie E-Auto-Förderung, das, was wir auch immer hier wieder besprechen und was ein Thema für uns ist. Aber ja, auch da eben, wenn mehr Leute im Teletravail sind, im Homeoffice, da wird ja auch die Straße dann ein bisschen freier und da kommen ja die Leute dann auch wieder schneller zu ihrer Arbeit, wo sie halt kein Homeoffice machen können, aber am Ende, also unterm Strich haben sie ja auch gewonnen. Deswegen da fällt mir auch oft in der Diskussion so auf, dass man sich so Sachen nicht gönnt, aber eigentlich aus einer falschen Motivation. Also ja, da würde ich auch dann noch gerne mal appellieren, dass man auch so einfach mal in die Richtung denkt. Am Ende haben alle irgendwie was davon. Ja, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt gerne in der Haut der Regierung stecken, weil es einfach wirklich eine schwierige Situation ist und man weiß halt wirklich nicht, was morgen passiert. Und dann überlegt man halt dreimal, kündigt man heute an, man führt Maßnahme XY ein, um dann morgen zu verkünden, ja, irgendwie hat sich das Ganze jetzt wieder im Sand verlaufen, weil jetzt ist die Straße von Hormuz wieder frei oder was auch immer. Und es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Also es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Melanie, ihr bleibt in der Wirtschaft definitiv an der Sache mit der rückwirkenden Besteuerung von Überstunden für deutsche Grenzgänger dran. Ja, absolut. Wir hier im Pendlerclub bleiben natürlich auch da dran und an der Sache mit der Homeoffice-Regelung. Mal gucken, vielleicht bewegt sich ja doch noch irgendwas in irgendeine Richtung. Und ja, also vielen Dank, Melanie, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung, hat wie immer Spaß gemacht. Dankeschön. Deinen Artikel verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes, genauso wie die letzte Folge vom Pendler-Update. Also das ist auch immer eine gute Möglichkeit, einfach den Podcast hier zu abonnieren auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und dann kriegt ihr jeden Dienstag ein kleines Nachrichten-Update und eben alle 2 Wochen hier den Talk. Und genauso das komplette Interview mit James Marsh, das gibt es natürlich auch in den Shownotes. Bis dahin sagen wir Tschüss, Eddie à merci. Eddie à merci. Eddie à merci. Der Pendlerclub ist ein Podcast vom Luxemburger Wort. Das Luxemburger Wort und Mediahus Luxemburg sind Teil des internationalen Trust Project, das für transparenten und vertrauenswürdigen Journalismus steht. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Link in den Shownotes.